Willkommen zurück, Freunde, hier zu Tales of Zestiria, zu Kelch Nummer 3. Okay. Ja, der Kelch Nummer 3, obere Ebene sind wir jetzt dabei und mal gucken, wie es ja so läuft, wa? Und hier so Tote. Ups, also Weg zurück. Ich krieg dich. Ne, heute nichts. So, mal direkt auf dem Weg zum Endboss. Da können wir jetzt echt nicht mehr so aufhalten lassen von den ganzen Zwischenviechern hier. Ist natürlich teilweise im Training schon nicht schlecht, aber andererseits bei Level 80 und so weiter brauchen wir überhaupt noch Training und mal behaupten, nö. Und wie gesagt, ich will das Projekt, wenn es geht, eigentlich mit spätestens 130 Parts abschließen. Damit ist natürlich auch Alicia's Story gemeint, daher haben wir ein bisschen was zu tun. Ich mach sogar jetzt die Parts irgendwie 30 Minuten lang und so. Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier der extra Dungeon war, obwohl es die Hexeninsel, also eigentlich eher ein ganzes Gebiet ist. Das trotz allem noch so, ja, so eine große Ausmaße hat. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Windschreien wäre jetzt nicht schlecht, aber nö, da kommt eher Layla, die ihre neue mystische Art uns noch präsentieren möchte. Allerdings, das ist ja, könnte ein bisschen schwierig werden. Aus Gründen. Jetzt nichts Neues. Du bist der Einzige mit diesen Tiaren, war jetzt. Nee, das ist. Alter. Der Atemgriff ist immer so gesunken. Das ist natürlich auch fies. Moment, wenn wir schon dabei sind, ich muss auch noch was machen. Ah doch, sie hat 5 SA, gut. Sonst bringt natürlich eine neue mystische Art, bringt gar nichts, wenn sie gar nicht 5 SA hat. Diese aktivieren zu können, ist natürlich scheiße. Aber so müsste es eigentlich klappen, wa? Vielleicht am besten, nämlich am Mathe 7 und so ein bisschen hochpushen. Mit den SA. Ja, können sie selber erhöhen mit Elixir und so weiter, aber nee. Juma! Ja. Welche Party. Neue mystische Arte für Layla und dann taucht auch noch die gute Sophie aus Tales of Grace F auf. Krieg ich keinen Weg zurück? Wollen wir verarschen? Nö, ich fahre mich gerade selber. 36 Fusionspunkte, ja, sehr schön für dich. Gut, ansonsten, wenn wir ganz kurz, ist ja, jetzt hätte ich fast gesagt, ja, können wir wieder mal ein bisschen umkleiden und so weiter. Wir sind nach dem Hauptboss und so, war. Aber, nee, lassen wir es mal. Jetzt 3 Zombies. Ja, ich muss sagen, Zombies als Gegner finde ich gar nicht mal so schlecht, weil du kannst relativ schnell vorbei. Ja, geht oder so langsam drauf, ey. Mit der Zubereitung. Dann schmeckt es nicht mehr so eklig. Ja, was hier Ebene 1 jeweils sein soll, oder sprich die obere Ebene, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Weil ganz ehrlich geht es einfach nur durchmarschieren zum nächsten Porto und dann ist da irgendwie so ein Zwischenboss. Also von dem her, kann man eigentlich auch sein lassen. Ja, naja. So. Dann sind wir untere Ebene. Jo, dann gehen wir da entlang, da checken. Da unten verloren wir mal den Endboss, wie wir es kennen. Da unten war, jo. Jo. Ich wollte gerade sagen, kann Yuma, plötzlich taucht einer auf. Yuma! Oh Mann, du. Japanischen Yuma, im Englischen Helions. Bisschen so viel Helium geschnuppert, war. So, dann erstmal natürlich alles ein bisschen abchecken. Das heißt, gehe ich mal hier durch. Diese Schlange folgt mich nicht. Sehr gut. Wieder mal eine Goldtruhe. Mit roter Salbei oder was? Ne, Eisenkraut.
Ragnarök. Oh, das klingt schon brutal. Ragnarök, die Gottesdämmerung. Ach du Scheiße. Was für eine Power. Gut, ist eigentlich nur 100 mehr, aber klar, ist ja wieder da einen Punktwert genommen, aber das zeige ich mir jetzt mal. Alter, der physische Arte-Angriff von über 1000. Ja, jetzt geht's endlich mal ein bisschen ab, war? Die war ja bisher eigentlich immer so ein bisschen, naja, muss zurückstecken und so. Wenn nichts war, gut, kann direkt wieder weiter. Die Gegner, ja, ich weiß, aber die bringen sowieso kaum etwas. Sieht jetzt da vorne aus? Nur 1, 2 Truhen und noch ein Yuma. Nö, sieht nicht so aus, war nur Truhen. Normale Truhe. Ja, ja gut. Bis das nichts war. So, jetzt aber schnell runter. Und ab zum, ja, sag jetzt mal, zum Boss von Kelch 3. Wieso eigentlich Kelch? Kommt nachher irgendwie so etwas im Sinne vom Heiligen Gral und so weiter? Ja, wir sehen es gleich. Also gleich, vermutlich noch 3 Parts dauert schon. Wow. Ach du Scheibenkreis, das für ein Viech. Ich könnte überlegen, Anspielung auf einen anderen Tales of Teil, aber fällt mir gar keiner ein. Vielleicht schon, aber wie gesagt, wenn, dann wüsste es gar nicht. So, lassen wir hier auf Mittel. Dann nochmal ganz kurz checken. Wir haben einen roten Rosmarin, Arte-Angriffskraft. Braucht sie ja keine mehr, sowieso schon übel. Wir kennen echt mal alle über 200. Auf allen Werten. Oh. Das wird sicher noch eine Weile dauern, bis wir die alle so hoch haben. So, ja, dann nehmen wir ganz kurz einen Snack ein. Die Frage ist welcher? Verteidigung. Oh, das ist immer gut. Hallo. Was bist denn du für ein Scheißviech? Ich mach nochmal ganz kurz. Das sieht eher groß und lahmarschig aus. Dürfte interessant werden, wa? Inuyanka, bitte was? Drache, Flügel, 96.000. Gut Widerstand, physisch, also machen aromatisiert. Am besten Rose mit Etna, kann ich mit Layla loslegen. Wie, keine Schwächen? Klar, da Schwächen. Aha, so, aber keine, ja. Blitzangriffen, Ausweichen, Blitzangriffe. Alter, das ist im Fokus. Oh, der hält ein bisschen mehr aus als die andere. Da kann er lustig werden. Ja, komm noch, komm noch. Schmecke meine mystische Arte in your face. Ups. Würde eine Weile dauern. Das ist wahnsinnig, aber sie wieder mal. Mensch, Rose kann sowieso nichts machen. Den Widerstand dagegen. Das ist ein Feuerwand, um auf Abstand zu bringen. Oh. Ja, so jetzt hat er langsam selber schuld, dass er wieder diamatisiert und dann kann er nicht mehr. Ja. Also gut, ich meine, Ether kann nichts dafür, weil Rose die da aufgelöst hat. Ja, ist er selber schuld. Ich glaube, der Beste hat er noch etwas, jo. Er bringt's gar nicht mehr. Kriegt er kaum noch irgendwelche Punkte. Ich weiß, hat Widerstand gegen Wasser, was willst du machen?
ist wieder aufgelöst. Ich glaube, ich bin einfach, bleib mal so, wie ich sage. Menschenskind. Was macht er jetzt? Oh oh. Geheilt hat er sich nicht. Nö. Sieht ein bisschen crazy aus. Unheilsflamme! Wir müssen auf Abstand bringen. So, jetzt ein Antike Nova hinterher. Ja, das mag er gar nicht. Und die nächste mystische Arte in your face! Immerhin, wir haben schon auf die Hälfte runter. Nehmen der Fokus halt ziemlich hoch, aber wenn da ziemlich gut switchen kann, geht's eigentlich noch. Das eigentliche pausenlos angreifen, wa? Kann er so den Fokus auch unterbinden. Irgendwie eine Art setzt er sowieso nicht ein. Hä? Was macht man jetzt Power-Treffer? Hä, wieso macht man mit Wasser Power-Treffer? Der Widerstand. Ich verstehe es nicht. Widerstand gegen Wasser. Jetzt wieder? Hä? So, gehen wir ein bisschen weg da. Antike Nova, brenne! Sagen wir da ein bisschen mehr auf Direktkurs gehen, war zum Unterbinden. Wow! Der war nice. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte mal ausweichen? Das hat ziemlich wehgetan, will man behaupten. Ja, ich switche ja. Oder soll zumindest. Ja, ich weiß nicht, Widerstand gegen Wind, aber was willst du machen? Der Endner. Nein, holt der Endner rein! Mensch! Wenn er wieder schon stirbt, kriegt er noch weniger Erfahrungspunkte. Oh, jetzt wird's wirklich auch wehtun. Noch 11.000, ey. Ja, wir sollten mal ein bisschen switchen hier. Komm schon, greif an. Okay, da macht's so irgendwie nicht. Fangen wir jetzt wieso. So kann ich mich so ein bisschen unterbrechen. Das war eine hübsche Kombi. Das war jetzt irgendwie anders geplant, wenn man eher sein soll. WTF. Ne, Moment, warten wir ganz kurz. Ah, ne, Moment, doch, ich will ja alle. Ja, sollen ja alle Erfahrungspunkte kriegen, Mensch. Mensch, kann er von euch noch irgendwie ein paar Esser? Niklio vielleicht gleich? Dankeschön. Ja. Jetzt legt er wieder los, wa? Miss was mal ganz kurz wieder. Oh oh, geht gar nichts. Ich mache wieder mal den Allesteiler hier. Ich weiß auch, es noch ein bisschen länger hier, bis ich einen Down habe, aber ist sowieso gleich so weit. Und so gesehen. Das war jetzt sehr doof. Ne, Moment, das muss sie machen. Dankeschön. Wer sagt ja Alligator?
So, es leben alle wieder. Sehr schön. Das war jetzt weniger schön. Wieso hat er mich jetzt getroffen? Von ich wollte automatisch ausweichen. Mhm. Das war vielleicht mal. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt noch ein Spielverderber werden? Nö, wir haben es geschafft. Und wieder ein Level Up. Ein neues Art erlernt. Beruhig doch mal. So, war es nur irgendwie ein normales Viech? Hm. Faszinierend. So, mal ganz kurz gucken. War das so? Ja, Wolkenbruch. Geil, Mann. Wolkenbruch von tiefer Sturm. Yeah, Mann. So geht's doch, Freunde. Damit wäre der nächste Endboss platt gemacht. Wow. Jetzt die Frage ich direkt zum 4. Speichern wir den für den nächsten Part auf. Oder wie genau gedenke ich jetzt da weiterzumachen? Moment mal. Das kann ich ja wieder gemacht, wa? Voller Drachen? Hm. ドラゴンと戦うことになるなんてね。同じ構造物が他にもあるわ。きっとまだいるでしょうね。本当にここはドラゴンの巣なんだな。捕らえられているように見えたが。じゃあ罠だ。ドラゴンホイホイ的な。しかし捕獲できるなら倒せるはずだ。生かしてある理由がわからない。ドラゴンを利用する気だったとか。単にドラゴンを飼っているなんてことはありませんよね。それだ、飼ってるんだよ。お乳を絞るために牛を飼う牧場。ここ牧場に似てる気がする。ほほう。ドラゴンを家畜にして一体何を絞るって。汚れか。この遺跡の術は一つに連動しているように見えますわ。つまりここは汚れを取り出す回路。その仮説確かめないといけないな。 Das ist ja mal ziemlich übel. Gut, ne, mach direkt weiter, Leute. Gehen wir direkt zum 4. Kriegen wir den Endboss erst im nächsten Part down, aber dann haben wir es zumindest mal ein bisschen weiter gemacht. Deswegen alle hier im Kreis waren angeordnet. Ja, 4, 5, 6 und das ist vermutlich dann echt irgendwie. Jo. Das große Finale. Du, du, du. Na, Kelch 4? Ah, du, du, du. Oh. Was ist denn das? Das Ding kennt man ja. Was ist das andere? Das ganz ekliges. Mhm, ja, doch, war es langsam gefallen. Wieder mal da wieder reinbringen, war. So Typen hatten wir auch schon als Gegner. Ja, warum eigentlich nicht? Dragoner! Widerstand, Feuer... wir haben zum Glück gar keinen dabei. Krass! Na, komm, kommt nur! Ich wollte eigentlich wieder mal Soul Race mystische Art einsetzen. Die waren ein bisschen zu stark da unterwegs, die Guten. Automatisches Switchen klappt bei denen irgendwie nicht mehr. Kommt's aber rum. Nehmen wir drauf, so. Nee, bringt nichts. Zu wenig Erfahrungspunkte. Oh. Falscher Weg. Zu viel Aufwand für nix. Noch keine Truhen, direkt weiter. Noch nicht die Geister. Die Geister, die ich nicht rief.
Pingu-Maske. Okay, roter Rosmarin, sehr schön. Das ist sonst echt nichts mehr. Nee, sind das. Schmelztiegel, jo. Ja, Freunde, so wie es aussieht, sind wir echt dabei, das Spiel zu 100% abzuschließen, wa? Also, ja, 100% halt, ohne dass wir halt alle Enden gezeigt haben. Wobei, ich glaube, es gibt sowieso nur noch 1, 2 andere Enden. Wenn ich halt Hildalf schon früher besiegt hätte, dann wäre zum Beispiel auch Diesel noch am Leben, dafür wäre sonst, glaube alles scheiße. Ja, ist ein bisschen crazy, dass das angeordnet ist. Aber es hat echt durchaus möglich, das Spiel schon früher abzuschließen und halt Hildalf zu einem früheren Zeitpunkt des Spiels, so wie wir auch schon ihn gesehen haben, dort halt bereits besiegen würde. Dann wäre alles ein bisschen anders. So, jetzt müssen wir dahin, ja. So, also dann, jetzt haben wir noch, wie gesagt, das ist jetzt Part 121. Ich möchte gerne das Let's Play in 130 Parts abschließen. Das heißt, hier alles abschließen, weil wir jetzt noch am letzten auf der Hexeninsel halt unterwegs sind. Plus halt noch alle Schmelztiegel und dann eben auch noch, wie könnte es anders sein? Bringt der kaum was. Der bringt sowieso nichts. Der könnte noch. Gibt es da Arte oder physische runter? Ne, ich glaube, den Schmelztiegel können wir noch gut gebrauchen. Gut. Ja, was soll ich sagen? Genau. Hier Hexeninsel, dann Schmelztiegel und dann halt noch Alicia's Story. Eben das ist halt auch so ein DLC. Und ich denke mir halt schon, das könnte auch so 3, 4 Parts, also ich schätze mal stundenmäßig schon 2 bis 3 Stunden dauern. Obwohl es angeblich nicht so groß sein soll, aber naja. Mal gucken. So, dann ganz kurz zum Endboss hin und wie gesagt, besiegen wir dann in der nächsten Folge wiederum. Da müssen wir 5 eigentlich auch in der nächsten Folge hinkriegen. Komplett. 6 muss ich auch nur den Anfang ohne Endboss. Das müsste eigentlich alles hinhauen. Also jetzt so Daumen gebrochen, wenn man sagen, mein Ziel ist, Part 125 haben wir hier mit Schmelztiegel und mit Hexeninsel alles durch. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, da ist da der Weg. Und jo, restlichen 5 Parts sind halt noch für Alicias Geschichte. Würde eigentlich passen, wa? Aber eben, das ist halt alles Theorie. Praxis sieht ja meistens anders aus. Bitte 2 dort. Ich kann mal überlegen, der erste Boss war eigentlich so ein bisschen feuerspezifisch wieder, war der zweite, gut, das war Sophia, Tales of Grace 11, das war eher so, ja, nicht elementarmäßig, sag ich jetzt mal. Teil 3 war ja wieder so ein Flugviech. Dann könnte jetzt eigentlich eher Wasser oder Erde kommen. Also theoretisch, wa? Quietsch, Quietschring. Es wird Kai sicher sagen, Quietschu. Quietschu, Quietschu. Wie so ein Plüsch-Yoshi. Oh! Wer ist denn das? Ja, das ist aus Tales of Grace F. Spinne ich jetzt oder was ist los? Nee, Moment. Hä? Egal. Dem gehen wir im nächsten Part auf die Spur, auf die Schliche, Freunde. Ich würde trotzdem sagen, wir haben eine ganz kurze Zeit hier, noch ein paar Dinge auszurüsten. Rote Kamille für den Fokus. Fokus, Hokus, Fidibus. Arte Verteidigung. Ja, schon über 200. Gut. Außer ihm halt. So, ich packe trotzdem mal wieder. Ja, doch, können wir direkt mal so lassen. Und jetzt ist halt die Frage, was nehme ich jetzt hier für. Ja, den Kampf reduziert um. Also nicht, was der für Arte einsetzt, wenn es nicht elementar ist, was anderes, das ist halt ein bisschen schwierig hier. Mein Arte-Angriff zu erhöhen bei mir ist sicher auch nicht verkehrt, war. Ja, machen wir das. Jetzt hat relativ wenig an KP.
Aber egal, in diesem Sinne mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann gegen den nächsten Gegner, wer auch immer das sein soll. Aber ich habe eine Vermutung, ich muss erst den Namen da lesen. Jo, bis dahin, ciao zusammen.